Lepo pozdravljeni na letošnji izvedbi Mednarodnega kritiškega simpozija Umetnost kritike 2021. Z mano je danes nemški pesnik, pisatelj, kritik, esejist in tudi organizator številnih literarnih dogodkov v Nemčiji, v Berlinu, gospod Tom Brezemann. Tom se že od leta 2004 ukvarja in objavlja z najrazličnejšimi teksti. Za njegovo poezijo velja, da je politična in jo nekako dojemajo kot uporniško poezijo. Hkrati pa je pomemben tudi za slovenski prostor kot organizator številnih literarnih branj, mednarodnih konferenc, festivalov, serij pogovorov, ki jih organizira v okviru organizacije Letretaš iz Berlina, je namreč njen soustanovitelj in sodirektor. Zdaj, po tem kratkem slovenskem uvodu, bi pa s Tomom preskočila kar v nemški jezik in pogovor bo danes tekel predvsem o tem, kdo je kritik in kakšna je kritiška pokrajina v Nemčiji in nenazadnje tudi o tem, kakšna je kritiška refleksija slovenske literature v nemškem okolju, torej v nemščino prevedene literature in kakšni so recimo neki, kako bo po mnenju nemške publike izgledala predstavitev na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023. Ja, lieber Tom, ich werde jetzt gleich auf Deutsch die erste Frage stellen. Eine kleine Einführung habe ich auf Slowenisch gemacht. Und wenn wir jetzt gleich zu der ersten Frage kommen, wie sieht eigentlich die Situation der Literaturkritik in Deutschland aus zurzeit? Ja, hallo, vielen Dank für die Einleitung und schöne Grüße aus Berlin schon mal. Genau, vielen Dank für die erste Frage. Ja, aus meiner Sicht, die ja in erster Linie die eines Autors, eines Veranstalters, Übersetzers und dann eben auch ab und zu Kritikers ist, also ich schreibe natürlich auch ab und zu Rezensionen, gibt es eigentlich ein sehr, sehr vielgestaltiges Bild, denke ich, dessen, was jetzt sozusagen Kritik ausmacht in Deutschland. Einerseits natürlich die klassische Form des Feuilleton, der Tagespresse, der großen Magazine und Zeitungen, Zeitschriften, die aber, denke ich, so wie überall natürlich so ein bisschen im Rückgang sich befindet. Also wir haben natürlich mittlerweile nicht mehr sozusagen so diese Hauptleitmediumsidee von den Großkritikern. Wir hatten in Deutschland Marcel Reich-Ranitzky zum Beispiel, der sehr lange Jahrzehnte auch über Fernsehauftritte und Ähnliches sozusagen Kritik geprägt hat, maßgeblich und als Kritiker genauso prominent und wichtig wie die AutorInnen, die er besprochen hat, war. Das ist, glaube ich, im Rückgang. Dennoch gibt es immer noch so ein paar Leute, die sozusagen stabil bzw. als Instanzen wahrgenommen werden, vor allem in Bezug auf verschiedene Genres. Also mein Genre ist ja in erster Linie die Lyrik, Gedichte. Das heißt, für mich ist das natürlich auch kritisch am interessantesten oder von der Aufbereitung und Feuilleton. Und da gibt es eben schon ein, zwei Leute, die sich über die letzten 10, 20 Jahre da Positionen erschrieben haben, die sie sozusagen zu ausgewiesenen Fachleuten machen. Abseits davon gibt es natürlich eben auch Kommunikationssituationen, die nicht so sehr institutionalisiert sind. Ja, also wir reden über Bookstagrammar, wir reden über Social Media, wir reden über Social Reading als Kategorie, die immer stärker geworden ist, also wo es auch eigentlich darum geht, dass man sich sozusagen in einer Community miteinander austauscht.
Und das sind dann eben oft Laienmeinungen, das sind oft sozusagen eben auch sehr direkte Leseeindrücke, die geteilt werden, ohne vielleicht, dass da ein großer sozusagen Ballast drumherum herrscht. Und die entwickeln aber natürlich auch große Dynamiken. Das heißt also, da kann natürlich dann wirklich schnell ein Buch, ein Text schnell eine hohe Reichweite kriegen, kann sehr kontrovers diskutiert werden, kann sehr, ja, sehr, wie soll ich sagen, sehr einen sehr großen Raum auf einmal einnehmen in Debatten. Und das ist eben auch das dritte Element, was ich gerne identifizieren würde an der Situation der Literaturkritik. Es ist schon so, und ich schätze, das wird in anderen Ländern auch ähnlich sein, dass sozusagen inhaltliche Fragen, Debattenfragen eine immer größere Rolle spielen. Das sind dann oft identitätspolitische Fragen, das sind oft Fragen, die in irgendeiner Form an aktuelle politische, gesellschaftliche Themenstellung andocken. Und die generieren Aufmerksamkeit, Klicks und Virulenz. Und da ist natürlich oft sozusagen die Literatur als Kunstform eigentlich dann in erster Linie ein Vehikel für Themen und Biografien, also auch über die Person der Autorin, des Autors wird da sozusagen Öffentlichkeit erzeugt, über die Themen, über die identitätspolitischen Positionen und Ähnliches. Das ist aus meiner Sicht so im Groben das, was bei uns passiert. Und wenn wir schon dabei sind, was du jetzt angesprochen hast, ist sehr wichtig, Social Media, irgendwelche Plattformen, Foren, über die man spricht, nicht eigentlich direkt in einem professionellen, klassischen, literaturkritischen Sinn über die Literatur, aber auch über andere Dinge, besonders über irgendwelche kontroverse Debatten, Thematiken, wie zum Beispiel, wer kann was übersetzen, in dem Sinne von Amanda Gorman zum Beispiel. Das war so eine sehr große Sache, denke ich, wahrscheinlich auch überbewertet. Was meinst du, wie hat sich dann die Rolle des Kritikers, so eines professionellen Kritikers, verändert? Ist das eigentlich gut für die Literatur oder nicht? Generell, glaube ich, ist diese Frage, was ist sozusagen gut für die Literatur und was nicht, eine sehr komplexe und auch eine sehr spannende. Also ich glaube generell erstmal, Literatur ist sehr widerstandsfähig, eine Kunstform, die auch gegen Mainstream-Meinungen immer wieder Impulse setzen kann, die sich querstellt, die sich sozusagen diesen Zugriff sich auch einfach verweigert und sagt, nein, du kannst nicht, das, was hier passiert, kann man nicht einfach ist gleich, also sagst du es so und so übersetzen, sondern da gibt es natürlich eben die Form und die Kunsthaftigkeit eines Textes, die man nicht abtun kann. Ja? Und das ist ja zum Beispiel bei Debatten zum Teil dann, die rein thematisch aufgezogen werden, dann eben oft sehr kurz gedacht, dass es dann eigentlich gar nicht mehr darum geht, wie spannend ist denn eigentlich der Text, der das da verhandelt und wie widersprüchlich darf der eigentlich sein und wie sperrig. Ich glaube, die Rolle der sozusagen professionellen Kritiker, was ja auch durchaus ein problematischer Begriff ist, denn Kritik so in diesem Sinne ist ja kein Ausbildungsberuf, sondern geht auf Erfahrung zurück, auch auf eine gewisse Praxis erstmal und dann aber auch auf eine gewisse Selbstverständnis, ne, was sich natürlich auch durch diese Praxis gegenseitig aufbaut. Und wenn man dann halt 10, 20 Jahre in einer Redaktion irgendwie arbeitet und Entscheidungen trifft und sozusagen Bücher in die Öffentlichkeit bringen kann oder eben nicht, dann geht da natürlich auch ein gewisses Selbstverständnis damit einher. Als professioneller Kritiker, als jemand, der besser, genauer lesen kann als vielleicht jemand anders. Das wäre generell für mich die kürzest mögliche spannende Definition wäre, ja, so genau wie möglich zu lesen. Und das hat aber auch viel mit Disziplin zu tun, das hat viel mit ja, einer gewissen Durchlässigkeit zu tun, also nicht so sehr sozusagen von den eigenen Positionen und dem eigenen Verständnis von dem, was gute Literatur ist, überzeugt zu sein, sondern sich vom nächsten Text auch wieder eines Besseren belehren lassen, offen bleiben, durchlässig, diffus sozusagen bleiben und sich bewusst sein, dass eben jede Kunstform in irgendeiner Art
irgendwie der Betrachtung immer ein Stück voraus ist, und sozusagen Erkenntnisse und gesicherte Qualitätskriterien, sehr schwierige Begriffe, von dem nächsten Kunstwerk wieder in Frage gestellt werden können. Und das eben sehr, sehr produktiv. In der bildenden Kunst haben wir das sehr stark erlebt in den letzten Jahrhundert, dass eigentlich überhaupt nicht mehr klar ist, was eigentlich handwerklich sozusagen gut gemachte bildende Kunst ist. Bildende Kunst kann auch ein Rahmen mit einem weißen Blatt drin sein. Und das kann große Aufmerksamkeit erzeugen und das kann in der Zeit irgendwie eine große Rolle spielen und spannend sein. Und so wünsche ich mir das eigentlich für Literatur auch, dass wir eigentlich immer offen bleiben, dass wir immer sozusagen Literatur als etwas Spannendes verstehen, dass wir unsere Leidenschaft eigentlich teilen wollen als KritikerInnen, dass wir Impulse geben wollen, dass wir Begeisterung teilen wollen. Das gefällt mir als Position und als Idee eines Kritikers, einer Kritikerin besser, als eine Person zu sein, die jetzt der Welt mal erklärt, was gute oder schlechte Literatur ist. Ja, aber trotzdem in dieser Meinungsgesellschaft können auch Meinungen ja, sehr viel bewirken, nicht nur Positives, aber auch Negatives. Ist da, meinst du, schneller möglich, dass man halt in die andere Richtung geht, dass man eigentlich also das Thema sozusagen verliert, wenn man über Literatur spricht, dass man dass man halt über andere Dinge spricht, die unbedingt nicht mit einem Autor oder halt mit einem Buch zu tun haben. Ja, das geht natürlich sehr schnell. Also du hast ja selbst das Beispiel Amanda Gorman genannt. Da ging es natürlich dann so gut wie gar nicht um die Texte, sondern eben sehr, sehr schnell um Fragen, die sozusagen um die Texte herum eine große Rolle spielen. Das ist einerseits schon irgendwie eine Gefahr oder ein Problem, andererseits ja auch nicht so neu. Ich glaube, dass das schon immer in der medialen Aufbereitung von Kunst natürlich sozusagen Fragen um das Kunstwerk drumherum eine Rolle spielen. Und das auch nicht nur zu Unrecht, denn keine Kunst, keine Literatur entsteht in einem komplett kontextfreien Raum. Das heißt, natürlich ist sozusagen auch literarische Produktion durch Kanonbildung geprägt, durch Debattenlagen geprägt, durch Ideen, durch Positionen, durch Lebensumstände der Person, die diese Texte schreibt. Das darf also natürlich auch in der Betrachtung eine Rolle spielen, finde ich. Andererseits sollte eben aus meiner Sicht immer der Text der Dreh- und Angelpunkt dieser Betrachtung sein, der in Frage stehende Text und nicht so sehr die Person, die diesen Text geschrieben hat zum Beispiel, nicht so sehr die mediale Landschaft, in der dieser Text dann aufgeführt wird, sondern eben ja textimmanent das, was da gemacht ist und wie es gemacht ist und warum das spannend ist und warum das vielleicht eben dann bei diesen Fragen drumherum irgendwie Impulse setzen kann. Ja? Ich glaube schon daran, dass die wirklich impulsgebende, spannende Literatur in erster Linie über Formen sozusagen neue Aspekte in Auseinandersetzungen, in Themen einbringt, in gesellschaftliche Debatten. Nicht so sehr über Positionierungen. Also ich glaube zum Beispiel spannende politische Literatur funktioniert eben doch sehr stark für mich darüber, dass sie Selbstverständlichkeiten in irgendeiner Form in Frage stellt, sei es über Perspektivwechsel, sei es über sozusagen formelle Schroffheiten oder ungewohnte Situationen, die das Lesen verursacht. Nicht so sehr darüber, dass einfach die Position, die ich habe, bestätigt wird oder so. Insofern wünsche ich mir da in dieser Richtung mehr Auseinandersetzung wirklich mit der Form der Texte und der Kunstform Literatur an sich. Und das ist ja auch eine Frage, die immer immanent ist. Also warum im 21. Jahrhundert noch Literatur lesen? Und das ist eine Frage, die man sehr, sehr positiv, glaube ich, beantworten kann und die gar nicht so doof ist, wie sie vielleicht erstmal klingt. Und warum liest man im 21. Jahrhundert? Weil man es kann. Nein, man liest natürlich, weil ich glaube,
wir haben natürlich jetzt einfach jede Menge Angebote. Die Idee ist sozusagen Leitmedium Literatur in diesem Sinne, wie es vielleicht vor 200 Jahren eben mal für eine sehr begrenzte Position, einen sehr begrenzten Personenkreis eine Rolle gespielt hat. Das ist natürlich so nicht mehr der Fall, ne? Sondern wir haben jetzt einfach jede Menge Angebote, die wir sozusagen medial wahrnehmen können. Aber was Literatur am Ende kann, ist, glaube ich, schon sozusagen eine gewisse Mündigkeit der Rezeption, der Wahrnehmung zu zeigen. Also sei es ganz klassisch, wenn ich einen Roman lese, dann spielt es genauso eine Rolle, wie es mir geht, wer ich bin, was ich sozusagen projiziere und identifiziere, wie das, was da vielleicht eine Autorin vor 200 Jahren sich dabei gedacht hat. Und das ist eigentlich eine sehr spannende, mündige, emanzipatorischer Vorgang eigentlich, das Lesen. Also, dass ich es bin, der sozusagen die Bedeutung stiftet, der die Figuren mit Leben erfüllt, die da auf dem Blatt stehen. Und gute Literatur und spannende Literatur zieht mich in diesen Sog und lädt mich dazu ein. Und das ist keine Arbeit, das zu machen, sondern das ist ein Vergnügen. Und in meinem Kopf passiert viel. Und ich, ja, es geht gar nicht so sehr darum, die Welt zu vergessen an dieser Stelle, sondern es geht eigentlich vielleicht sehr stark darum, die Welt intensiver zu spüren. Und das kann eigentlich gute Literatur tun, denke ich, und ermöglichen. Und das ist eben nicht so ein eskapistisches Moment für mich, wie Sie meinetwegen, ich gucke 10 Staffeln von irgendeiner Serie bei Netflix und vergesse meine Alltagsprobleme, sondern es ist eigentlich es entsteht eigentlich eine tiefere Auseinandersetzung mit dem, was mich vielleicht bewegt im Leben und was nicht. Wobei ich natürlich überhaupt nichts gegen Netflix-Serien sagen möchte. Ist auch sehr zu empfehlen, bestimmt. Und wenn wir jetzt zurück zur Literaturkritik und Reflexion der Literatur kommen, du hast über Formen gesprochen. Gibt es in Deutschland innovative Formen der Literaturkritik, die du empfehlen würdest oder über die du sprechen möchtest oder präsentieren möchtest? Hat sich dadurch auch, sagen wir mal, die Person des Literaturkritikers verändert, in dem Sinne, dass wirklich Marcel Reich-Ranitzky, der war so überhaupt der große deutsche Literaturkritiker und was er gesagt hat, auch beim literarischen Quartett, das hatte dann eine gewisse, ja, wie sagt man, es war schon irgendwie sehr bedeutend, seine Meinung auch für die Leserschaft. Also es hat eine Auswirkung auf das Publikum. Ja, ja, es gibt durchaus aus meiner Sicht sehr spannende Elemente. Und zwar dieses, was ich ja gerade meinte, dass sozusagen was der Literatur als Kraft innewohnt, also so was Emanzipatorisches, das finde ich eigentlich in der Praxis vieler Social-Media-Aktivitäten, vieler sozusagen nicht formalisierter, nicht institutionalisierter kritischer Praxis wieder. Das können auch Blogs sein, das können auch Gespräche sein, es können auch Live-Situationen sein, in denen das stattfindet. Das kann sozusagen eine Auseinandersetzung irgendwie auf einer Augenhöhe sein. Das heißt also, dass ein Stück weit die Literatur von einem Sockel runtergeholt wird und auch der Kritiker und die Kritikerin vom Sockel runtergeholt werden. Ja, und man sozusagen eigentlich in einem Raum einfach, und da spricht natürlich auch ein Veranstalter in mir, dass man einen Raum schafft, in dem man sich ja, schwellenfrei und also barrierefrei und eben offen begegnen kann in einer Auseinandersetzung, in der nicht einer per se irgendeine Deutungshoheit hat, weder die Künstlerin, der Künstler noch der Kritikerin, der Kritiker, sondern alle miteinander sozusagen. Das, was da passiert, das ist Literatur. Literatur ist nicht das, was jemand sagt, dass Literatur ist, oder Literatur ist auch nicht das, was in einem Buch ist. Literatur ist der Vollzug alles dessen. Literatur ist soziale Praxis an dieser Stelle. Und da gefallen mir eben dann schon Elemente, die im Netz stattfinden, schon ganz gut. Also weil das natürlich ein völlig anderes Format ist, als einen Artikel in der Zeitung zu veröffentlichen, der ja dann sozusagen fix und foxy ist. Beziehungsweise auch, das betrifft eigentlich
Produktion von Literatur auch. Immer mehr Literatur entsteht gar nicht für Bücher und wird auch nie den Weg in Bücher finden. Auch das ist ein spannender Moment und da kann man eigentlich mit klassischer kritischer Praxis nicht mehr viel, das kann man damit eigentlich nicht mehr greifen. Und da gibt es schöne Beispiele an spannenden Texten. Jetzt eine ganz neue Gattung entstanden, zum Beispiel die der Statusmeldungen, also wo Social Media Statusse in Bücher dann doch eben gedruckt werden und daraus sozusagen ein spannendes Spiel von Autofiktion, sozusagen politischer Aktualität und Meinungsauseinandersetzung und aber eben auch wieder die Form, Statusmeldung, die sozusagen eine eigene Form verlangt, eine eigene Präzision, vielleicht sowas Epigrammatisches hat oder irgendwie sowas Komisches auch. Ja, also da entstehen, glaube ich, ganz neue Dinge, die so einfach nicht mit den Kategorien eines großen Romans oder der Weltliteratur oder auch der Nationalliteratur, ist ja auch hier dann vielleicht für uns heute noch ein Thema, die machen da einfach keinen Sinn mehr. Also diese Kategorien greifen da einfach nicht mehr. Und da freue ich mich immer wieder über zum Beispiel diese Social Reading Aspekte, in denen einfach Gruppen von Menschen zusammenkommen, alle dasselbe Buch gelesen haben und es gibt natürlich Leute, die vielleicht ein bisschen mehr professionelles Werkzeug mitbringen, Beschreibungswerkzeug und andere, die eben mehr direkte Eindrücke einfach teilen. Und das zusammen ist dann sozusagen Literatur und Auseinandersetzung mit Literatur. Da gibt es sehr spannende Formate. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade dieses Jahr das Leseclub-Festival gemacht in Kooperation. Das Leseclub-Festival besteht genau daraus, dass halt einfach eine limitierte Personenanzahl, 10, 15 Personen, ein Buch gelesen haben, in dem Raum mit der Autorin des Buches sitzen und einem Moderator, der sozusagen aus dem kritischen Hintergrund kommt und dann einfach über dieses Buch sprechen. Also eine Lesung ohne Lesung. Die Texte werden dann auch nicht gelesen von der Autorin oder dem Autor. Und der oder die Autorin ist natürlich auch nicht ein bisschen mehr Instanz der Texte, die da besprochen werden, als alle anderen im Raum. Weil es eben darum geht, dass ja, wie gesagt, Literatur ist nicht top to bottom an der Stelle, sondern einfach among peers. Und wenn wir über den Status des Literaturkritikers, Rezensenten sprechen, du hast vorher erwähnt, professionelle Kritiker gibt es ja nicht, es gibt keinen Job dafür sozusagen, beziehungsweise keinen Universitätsabschluss oder so. Also wir bei uns haben schon so einen Status, man kann ein freischaffender Literaturrezensent, Kritiker sein. Wie ist es in Deutschland sozial und finanziell geregelt? Ja, also natürlich gibt es das hier auch, Menschen, die hauptberuflich LiteraturkritikerInnen sind und die haben natürlich meistens irgendwie auch eine literarische Ausbildung, ja, so oder so. Aber es gibt, und da gab es durchaus Bestrebungen in den letzten 50, 60 Jahren, also sozusagen Kritikerinstitute zu schaffen, Institute für Literaturkritik. Das hat sich so nicht durchgesetzt. Oder ist halt nur ein Teilaspekt in der Ausbildung, auch von Schreibschulen und literarischen Studiengängen. Ja, natürlich, die Situation ist eigentlich dann wieder ganz ähnlich wie die der AutorInnen. Es gibt dann einfach Leute, die sehr gefragt sind, die mit ihrer freien Tätigkeit und am besten noch einer redaktionellen Anbindung vielleicht auch irgendwo angestellt sind, dann natürlich ein verhältnismäßig abgesichertes Leben führen können. Aber die große breite Masse derjenigen, die sich da äußert, tut das natürlich irgendwie auf eigene Gefahr sozusagen und auf Risiko ja, oder immer im Bewusstsein der eigenen marginalen Position, wirtschaftlich und sozial. Ich glaube aber, dass auch da vieles von dem, was zum Beispiel im Netz passiert, dann im Internet passiert, dann wieder ganz anders funktioniert. Also wo man natürlich über Klicks und über Werbepartnerschaften und Ähnliches dann doch auch wieder Geld generieren kann. Dann ist halt eher die Frage, welche Reichweite hat man sozusagen, und da gibt es ein sehr ausgefuchste kapitalistische Systeme, die sozusagen das dann in Geld umrechnen. Und wenn man dann im richtigen Moment noch irgendwie irgendwas Richtiges hochhält und kurz noch so einen Werbeblock zum Thema, diese Folge wurde gesponsert von so und so, dann kann man natürlich daraus irgendwie eine YouTuber-Existenz oder sowas machen. Ob man das nur mit seriöser Literaturkritik kann,
das steht natürlich zu bezweifeln. Am Ende funktioniert das immer noch sehr stark bei uns über, ganz ähnlich wie die Literaturszene selbst, wie die literarischen Institutionen selbst. Das funktioniert viel über Förderung. Das funktioniert über ein System, in dem wir in Deutschland halt der Meinung sind, wir möchten Literatur fördern, auch die, die sich nicht trägt selbst, auch die, die nicht 100.000 Stück verkauft. Ne? Dazu gibt es eine Stipendienlandschaft und dafür gibt es sozusagen Institutionen, Förderer auf Bundes-, Landes-, Stadtebene, europäischer Ebene, die natürlich Menschen unterstützen in ihrer Praxis. Und dennoch ist natürlich klar, dass wir uns in der Kulturszene, in der Literatur schon großteils defizitär bewegen. Klar. Also das bedeutet, dass man eigentlich von Literaturkritik in Deutschland auch nicht leben kann. Wenige, sehr wenige, ja, würde ich denken. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt aber noch sagen wir mal, das dritte Themenkreis ansprechen, und zwar die slowenische Literatur, die übersetzte slowenische Literatur in die deutsche Sprache, beziehungsweise die Reflexion der slowenischen Literatur im deutschsprachigen Raum in Deutschland. Wie ist eigentlich slowenische Literatur bekannt? Ist sie jetzt vielleicht in den letzten Jahren bekannter? Du hast auch bei sehr vielen Events mitgewirkt, wo sich slowenische Autoren und Autorinnen vorgestellt haben. Letretage hat einige Veranstaltungen dazu gemacht. Wie ist eigentlich, wie würdest du das für persönlich beantworten, aber auch so im Blick, was das ganze irgendwie öffentliche Publikum betrifft, die Leserschaft? Ja, also ich glaube, im Kontext der Veranstaltungslandschaft, Festivals und Ähnlichem, da gibt es natürlich einfach ein, zwei Protagonistinnen, die seit vielen Jahren sozusagen Slowenien repräsentieren und immer wieder auftauchen. Ne? Da ist natürlich auch diese europäische Landschaft und dieses sozusagen Reisen und dieses Übersetztwerden sehr, sehr wichtig. Und da glaube ich schon, dass da mehr Aufmerksamkeit auch auf slowenische LiteratInnen in den letzten Jahren in Deutschland ermöglicht wurde. Für mich ein Fall, der für mich eben ganz besonders prägend ist und die ich auch eine der spannendsten slowenischen Autorinnen erachte, die ich kenne, ist Anja Golob, eine Lyrikerin, die eben mittlerweile ja mit mehreren Büchern auf Deutsch übersetzt vertreten ist. Und das ist natürlich in der Lyrikszene oft so ein spannender Punkt, weil da sehr, sehr viel sozusagen persönliches Engagement wichtig ist. Da gibt es dann eben Verleger, die sozusagen Basisarbeit leisten, die sich trauen, die irgendwie spannende Texte entdecken und die dann eben in ihren Sprachraum holen wollen. Und es gibt eben auch Autorinnen und Autoren, die bereit sind, irgendwie Experimente zu wagen, die irgendwie sozusagen ein Stück weit abseits eines Verkaufsmarktes schreiben und dadurch ein Stück weit freier sozusagen die Form Literatur ausloten. Und das interessiert mich als Veranstalter, das interessiert mich als Kritiker und das interessiert mich auch persönlich am meisten. Und das ist eben auch in dieser Festivallandschaft spielt das eine große Rolle. Das sind eben dann auch oft Formate, wo man dann eben auch experimenteller arbeiten kann, wo man kleinteiliger arbeiten kann, wenn man, ne, also man kann irgendwie 10, 15 Minuten ein paar Gedichte präsentieren und hat dann einen Eindruck, während man, wenn man jetzt 10 Minuten aus einem Roman vorliest, noch nicht so richtig weiß, was Sache ist. Ja? Das sind, glaube ich, Dinge, die eigentlich erstmal recht dankbar sind. Und bei Anja kommt für mich dann auch noch dazu, dass sie eben auch eine politisch aktive Person ist, die irgendwie sich sehr stark für kulturpolitische, aber auch sozialpolitische und gesellschaftliche Fragen einsetzt und darin positioniert. Das finde ich auch spannend, also dass da sozusagen eine Person ihre Öffentlichkeit auch nutzt, um Dinge irgendwie zu thematisieren, die ihr wichtig sind. Und das eben dann in den Texten selbst auch tut und das auf spannende Art. Das ist für mich so ein Paket, wo dann sozusagen auch eine gewisse mediale Landschaft in Deutschland einsteigen kann, wo es Anknüpfungspunkte gibt.
die eben mehr sind, als einfach nur zu sagen, ja, da ist jetzt eine Person, die Slowenien repräsentiert auf irgendeine Art. Und das ist für mich, bringt mich eigentlich auch zur nächsten Frage, die vielleicht ja im Raum steht. Was ist eigentlich sozusagen mit diesem Buchmessenauftritt und was ist sozusagen eigentlich der Nationalcharakter oder sowas der slowenischen Literatur, der da präsentiert werden soll? Und ich glaube, überraschenderweise, Spoiler, ich glaube nicht so sehr daran, an diese Art von nationalen Fragestellung. Ich glaube vor allem nicht, dass die wahnsinnig relevant ist. Ich glaube, das Spannende ist eigentlich wirklich, gute Literatur zu präsentieren, interessante Literatur zu präsentieren, Menschen zu Abenteuern einzuladen, Menschen sozusagen zu begeistern von künstlerischer Praxis, Leuten eine Bühne zu geben, die was ausprobieren, die auch ein Stück weit nicht repräsentativ sind, die irgendwie gefährlich sind, die irgendwie spannend sind, die sozusagen ungewohnte Situationen erzeugen können. Weil ich glaube ehrlich, dass gerade dieses Messen-Business, das Buchmessen-Business, was natürlich sozusagen jedes Jahr ein anderes Land durch den Gastauftritt jagt, da wird dann oft viel Geld ausgegeben, da wird viel übersetzt, da werden viele Veranstaltungen gemacht und dann ist halt auch wieder vorbei danach. Und das hat nicht so viel Nachhaltigkeit, wie davon ein Stück weit abzusehen und eher zu sagen, nein, wir haben hier einfach spannende Autorinnen, wir haben spannende Texte. Und das ist das, worum es hier geht. Es geht nicht darum, dass die aus Slowenien sind oder dass die aus Argentinien sind oder wo auch immer her oder dass das deutsche Autorinnen sind oder so, sondern es geht darum, dass das spannende Literatur ist, dass sie sich mit spannenden Fragen auf spannende Arten beschäftigt. Und das ist sozusagen das in den Vordergrund des Auftrittes zu rücken. Die Kunst, die künstlerische Praxis. Das ist aus meiner Sicht das Interessanteste an diesen Buchmesseauftritten. Das sind immer die spannenden Freaks, die sozusagen über diese Art von offiziellem, repräsentativen Auftritt dann eben ihre Bühne erhalten. Und natürlich ist ja klar, dass auch sozusagen repräsentative Aspekte eine Rolle spielen müssen, dass es auch um Tourismus geht, dass es darum geht, sozusagen gewisse Themen zu setzen, um Aufmerksamkeiten für eine Landeskultur zu schaffen. Aber ich denke schon, dass wir alle auch gut darin tun, in einem europäischen Kontext, in einem internationalen Kontext, auch sozusagen diese Idee von Nationalcharakter und Nationalliteratur, die ist einfach doch sehr eng. Und Literatur speist sich aus so vielen unterschiedlichen Quellen und ich kann mir eigentlich nicht mehr vorstellen, dass im 21. Jahrhundert jemand rein national literarisch überhaupt arbeiten kann. Ja, also jeder und jede von uns liest internationale Texte, jeder und jede von uns ist durch popkulturelle Aspekte im Alltag geprägt, sei es Musik, sei es andere Künste, die überhaupt nicht mehr national zu fassen sind. Das Internet interessiert sich überhaupt nicht mehr für sozusagen Landesgrenzen. Also, und dieser Wirklichkeit wird die Kunst ja natürlich gerecht, daraus speist sie sich ja auch. Und ich glaube auch, dass wir als Festivalmacher, als Organisatoren, als Kritikerinnen gut darin tun, uns dessen bewusst zu sein und dem auch versuchen, gerecht zu werden. Jetzt noch eine Frage. Ich finde auch, dass die Festivalleute, die Leute, die halt Festivals organisieren, kuratieren und so weiter, die sehen gerade diese Frage vielleicht sehr offen. Also in dem Sinne, dass man wirklich sich nicht fragt, welche Themen, welche Generationen und so weiter, aber halt sagt, okay, gute Literatur, die man präsentieren kann. Aber ist da die Verlagslogik, sagen wir mal, ein bisschen anders als die Festivallogik? Was meinst du? Ja, ich glaube schon, dass es im Betrieb bei den unterschiedlichen Positionen natürlich unterschiedliche Fragen gibt. Es gibt auch die Literaturagenten, die Literaturagenturen, die ja mittlerweile für die Vermittlung von Literatur auch sehr, sehr wichtig sind. Also man kommt ja eigentlich als Autor nicht mehr direkt zu einem Verlag, sondern das läuft über verschiedene Ebenen. Es gibt den Veranstaltungsbetrieb, es gibt den Kritikbetrieb, es gibt den Verlagsbetrieb. Ne? Also ich glaube schon, dass jeder von denen unterschiedliche Perspektiven mitbringt und unterschiedliche Fragestellungen mitbringt. Und insofern ist auch da, glaube ich, was sehr, sehr spannend ist, was ich in verschiedenen Aspekten erlebt habe, zum Beispiel beim argentinischen Auftritt, zum Beispiel beim tschechischen Auftritt in den letzten Jahren,
Auch beim georgischen Auftritt 2018, wo wir auch viel gemacht haben, da ist eigentlich das Spannende, auch diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, ja, und auch in Kontakt miteinander zu setzen. Und das auch nachhaltig und regelmäßig. Ja, und nicht einfach sagen, wir machen jetzt ein Panel irgendwie in Frankfurt und dann war es das, dann haben wir das, sondern wirklich sagen, wir versuchen hier Netzwerke zu stiften, wir versuchen in Austausch zu treten, davor, danach, währenddessen ähm, und ähm, und die verschiedenen Fragen und Probleme, die wir haben, miteinander sozusagen abzugleichen. Das ist für mich wieder nochmal soziale Praxis, Literaturbetrieb auch als soziale Praxis. Da hat nicht einer mehr Recht als der andere, sondern jeder und jede hat natürlich in ihrem eigenen Feld eigene Fragen und das kann sehr, sehr gewinnbringend sein, sich über diese Differenzen klarer zu werden und sich darüber auszutauschen. Das, glaube ich, ist für einen nachhaltigen und guten Buchmessenauftritt unerlässlich, dass man eigentlich sozusagen infrastrukturelle Austauschmöglichkeiten schafft. Da kann natürlich auch was Repräsentatives sein, da gibt es auch Abendveranstaltungen, da kann es dann auch Empfänge geben, darf dann auch der Botschafter auch mal irgendwie was sagen und so, klar. Aber wichtig ist doch, dass dann wirklich die Leute, die Aktivistinnen im Raum, die Leute, die eben verlegen, die Leute, die im Alltag Kritik prägen und die KünstlerInnen, dass die miteinander sind und ja, sich aneinander reiben können. Mhm. Ja, meinst du, dass trotzdem irgendwie, dass ein Autor oder eine Autorin in einem Raum bleibt, muss sie trotzdem immerhin Übersetzungen, Buchübersetzungen haben, oder? Wie sieht es eigentlich da aus mit der Buchübersetzung in Deutschland von der slowenischen Literatur? Also ich hab in meiner Wahrnehmung da durchaus schon das Gefühl, dass das zugenommen hat, schon im Vorfeld der Messe, jetzt in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Soweit ich weiß, gibt es ja da auch sozusagen Bemühungen, da was zu vermitteln. Und da sind mir einige Sachen auf Deutsch begegnet. Lyrik, Romane, auch bei sehr renommierten Verlagen, bei auch größeren Verlagen dann. Und ich glaube schon, dass da sozusagen schon das Feld schon mal so ein bisschen warm gespielt wird, ne? Und dass man schon mal sagt, okay, äh, äh, hier gibt es ein spannendes Land mit einer spannenden Literaturszene und ihr könnt das schon mal kennenlernen, bevor wir kommen. Und das scheint mir natürlich auch eben auch strukturell clever gedacht und sinnvoll so. Und ja, aber am Ende glaube ich wirklich ganz stark, dass das für die LeserInnen, die diese Bücher dann erreichen, irgendwie im besten Fall, das ganz schnell zweitrangig wird, woher die Autorin kommt und aus welchem kulturellen Kontext. Und dann ganz schnell dieses Eintauchen in den Text stattfindet. Und da ist natürlich sehr wichtig, dass dann auch die Übersetzungen gut sind, dass es spannende Übersetzerinnen gibt, dass die auch gut bezahlt werden, dass die auch ihre Öffentlichkeit erhalten, auch als Sprachmittler im Kontext ihrer Tätigkeit. Also oft ist es ja so, dass die Übersetzerinnen so ein bisschen sozusagen abgetan werden und die machen ja eigentlich einen riesen wichtigen Job an dieser Stelle. Bei Amanda Gorman wurden sie dann halt doch mal so ganz extensiv diskutiert. Ja, aber ich wünsche mir da auch im Alltag mehr Wahrnehmung, weil natürlich so ein Buch in einem anderen Sprachkreis davon lebt, dass es eine spannende, gute Übersetzung erfährt. Also sonst ist es natürlich ganz tragisch, wenn es halt vielleicht im Original ganz viel von dem dann verloren geht, was da eigentlich im Buch eine Rolle spielt, weil es irgendwie schnell gehen musste. Das ist eben auch so ein Problem von solchen Buchmessenauftritten oft, dass dann ganz schnell ganz viel übersetzt werden muss und da dann oft dann eben die Qualität oder die Tiefe ein Stück weit leidet. Und da ist, glaube ich, auch dieses Verhalten, lieber zu sagen, man macht schon mal vorher auch was, man versteht diesen gesamten Auftritt als ein großes Paket von vorher, währenddessen, nachher, strukturell, verlegerisch, Übersetzung, Kontakte, Leute schon mal irgendwie auch zu vermitteln in Festivalsituationen und ähnliches. Das ist schon besser gesamtheitlich gedacht, auf jeden Fall. Welche Rolle spielen dabei die Rezensionen und Literaturkritiker? Weil ich denke, es ist ein Problem, auch wenn gute Bücher der slowenischen Literatur ins Deutsche übersetzt werden, sind sie eigentlich für diese, sagen wir mal, Parade-Literatur, Feuilletons
nicht sichtbar irgendwie, also es werden nicht so viel besprochen wie vielleicht andere Bücher. Ja, ich glaube, einerseits hat das was mit einer sehr starken, wie sagen, einer sehr großen Lust des Feuilletons, des institutionalisierten Feuilletons an sozusagen heißen tagesaktuellen Themen zu tun. Das heißt also, ganz zynisch könnte man sagen, wenn man jetzt sozusagen eine slowenische Amanda Gorman irgendwie hätte, dann könnte man darüber wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit für grundsätzlich slowenische Fragestellungen generieren. Ha? Das heißt also, es gibt einfach so ein paar Themen, die gerade sozusagen, über die man Aufmerksamkeit von Redaktionen und von Kritikerinnen kriegen kann. Und die Verlage müssen eigentlich auch so arbeiten, dass sie nicht einfach sagen können, hey, wir haben hier einen spannenden historischen Roman, der ist einfach gut geschrieben, das ist super interessant, sondern es muss natürlich in irgendeiner Form tagesaktuellen Bezug aufweisen. Und dann ist eine Kritik auch erstmal da und sagt, okay, warte mal, das gucke ich mir an. Und ansonsten sagen die halt, ja, okay, es erscheinen halt 10.000 historische Romane, warum soll ich jetzt gerade den besprechen? Das interessiert hier niemanden. Ja, also das ist, glaube ich, ein großes Problem an sozusagen dem klassischen großen Feuilleton, dass es halt schon sich ein Stück weit verrannt hat, aus meiner Sicht, in diese Auseinandersetzung. Also, weil das hat was mit Relevanz zu tun, das hat was mit Legitimation der eigenen Position zu tun, wie wir erklären hier die Welt anhand von Literatur und ähnlichen Positionen. Und da wünsche ich mir dann eher, und glaube ich, ist auch sinnvoll für einen Buchmessenauftritt, ja, ein Stück weit sagen, okay, das ist wichtig, da wollen wir auch was erreichen. Das tun wir vielleicht über Agenturen, das tun wir über Direktansprache, das tun wir auch über die Leute auch mal einzuladen, zu empfängen, ihnen sozusagen klar zu machen, was sind eigentlich unsere Themen, wenn es die so gibt. Aber auf der anderen Seite tut man auch sehr gut daran, einfach zu sagen, nein, wir stürzen uns auch auf diese undurchsichtige Welt des Internets, auf diese nicht institutionalisierte Kritik, die im Zweifel Riesenwellen erzeugen kann. Und das kann auch das beste Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht mehr oder der Süddeutschen, dass auf einmal wirklich sich mehrere 10.000 Leute aus dem Nichts für ein Buch interessieren. Das können Social-Media-Auftritte beziehungsweise spannende MeinungsträgerInnen aus dem Netz können das ganz, ganz anders. Insofern glaube ich, auch da stellt sich dann die Frage für die kritische Auseinandersetzung, gibt es nicht auch andere Richtungen, in die man andere Leute, denen man sozusagen diese Texte zeigen sollte und die man dafür gewinnen sollte, abseits des klassischen großen Feuilletons, was natürlich für einen Buchmessenauftritt auch wichtig ist, ja völlig klar. Aber für sozusagen die Breite an LeserInnen, die jungen LeserInnen, die Leidenschaft wecken, die Impulse geben, da ist doch, glaube ich, nicht nur das größere Feuilleton spannend für. Ja, gerade darüber wollte ich dich dann ganz am Ende unseres Gesprächs fragen. Wir kommen eigentlich gleich zum Ende. Und zwar, hast du irgendwelche Ratschläge für Slowenien, für Präsentation? Jetzt hast du Social Media wieder erwähnt. Also hier würden wir wahrscheinlich zumindest einen Influencer sozusagen brauchen, der halt das ja mit seiner Meinung vielleicht das Internet infiziert, oder wie kann man irgendwie noch nicht nur auf die Feuilletons irgendwie alles in die Feuilletons, alle Hoffnungen in die Feuilletons stecken, sondern irgendwie auch andere ja, Medien erreichen in Deutschland. Ja, also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine ist das kleinteilige Arbeiten, das ist wirklich vieles tun und zwar auf kleiner Ebene. Also eine große Kampagne und das war's, sondern wirklich mit vielen unterschiedlichen Leuten reden, auch mit kleinen Blogs, auch mit kleinen Festivals, kleinen Veranstaltern in Deutschland, im deutschen Sprachraum übrigens auch, wie von vornherein. Österreich ist eben super naheliegend für Slowenien sowieso und da gibt es eine große Beziehung miteinander, auch ohne Buchmessenauftritt. Also und Frankfurt ist ja eine internationale Messe, ist ja nicht nur für Deutschland.
Ne, also da sozusagen so viel und klein wie möglich zu arbeiten, einfach ausschwärmen im besten Sinne. Und auf der anderen Seite natürlich genau sowas. Also am Ende, ja, sich eine spannende Person identifizieren, die vielleicht über eigene Vlogs oder ähnliches, YouTube oder so, eine spannende Followerschaft hat. Also da muss man mal gucken, wen gibt es da, der im weitesten Sinne irgendwie was mit Kultur zu tun hat. Das kann auch irgendwie Travel sein, das kann auch, also jemanden einfach nach Slowenien einladen, diese Person dann halt irgendwie berichten lassen. Tagebuch, Videotagebuch, interessante Leute treffen, spannende Kulturszene. Ljubljana ist eine tolle Stadt. Spannende Dinge gibt es da zu entdecken, auch abseits vom, ne, nicht nur irgendwie das klassische Opernhaus oder so, sondern wirklich auch mal so in den Keller hinabsteigen, wo es cool wird, wo es dunkel wird und interessant und spannend. Also das wäre aus meiner Sicht, würde mich das sozusagen mehr ansprechen als als die große Medienkampagne, die dann irgendwie sagt, kommt nach Slowenien, weil wir haben guten Wein und gute Literatur oder so. Ne? Also so läuft das ja dann oft. Sondern viel spannender ist wirklich eher, nee, bei uns ist hier total, wenn du in den Keller nachts um 3 irgendwie absteigst, dann erlebst du wirklich was, worum es hier geht bei uns. Und das ist richtig cool. Und das kannst du jetzt in dem 5-Minuten-Clip auch mal auf YouTube sehen. Also ich glaube schon, dass das für mich und für viele kulturaffine Menschen aus Berlin natürlich auch, also da rede ich jetzt natürlich sehr stark aus der Berliner Perspektive, dass das ein wichtiges Element ist. Das ist auch das, was die Menschen an der Letretage zum Beispiel interessiert. Ne? Wir sind kein repräsentatives großes Literaturhaus, sondern wir sind eben ein Ort für die freie Szene, für ganz viele unterschiedliche Impulse und spannende Leute und das weiß man mittlerweile, wenn man zu uns geht. Und das erwartet man auch und da ist man dann auch in Kontexten, die halt der klassische Literaturbetrieb so nicht bietet. Und das macht dann eigentlich auch den Charme der Sache aus. Aber ne, also ich glaube, das ist sozusagen beides möglich. Das eine ist die große Kampagne und das andere ist sozusagen das wirklich Augen auf und ja, spannende Menschen und Situationen finden und kreieren. Und dafür braucht man dann aber selber auch wieder Leute, die dieses Mindset mitbringen. Ne? Also das ist halt das Ding. Es müssen natürlich dann wirklich auch Leute in Slowenien sitzen, die sich sozusagen, ja, irgendwie diese Sprache sprechen und die irgendwie Bock auch haben auf sowas. Und dann, glaube ich, kann das sehr, sehr gut funktionieren.